Sprecher des Hochkommissars für Menschenrechte der UN teilte mit, dass sie überhaupt keine Zutrittsgenehmigung für das Gebiet Osttürkistan bekommen. Somit haben sie keine Gelegenheit, den kulturellen Genozid und die Menschenrechtsverletzungen zu untersuchen. Für Peking gehört die Insel Taiwan zur Volksrepublik. Am chinesischen Nationalfeiertag sendet die Großmacht deshalb ein Zeichen der Stärke. Mehr als 20 chinesische Kampfflugzeuge dringen nach Angaben Taiwans ohne Ankündigung in die Luftverteidigungszone ein. Es ist nicht die erste Machtdemonstration dieser Art. Uiguren in der Türkei haben anlässlich zum 72. Jahrestag der chinesischen Besatzung protestiert. Internationale uigurische NGOs riefen in Istanbul zu einer Kundgebung an der chinesischen Botschaft auf, an der 500 Menschen teilnahmen. Am Freitag hat in Russland die erste königliche Hochzeit seit dem Sturz der Romanow-Monarchie durch die Revolution von 1917 stattgefunden. Zu der aufwendigen Zeremonie waren Gäste aus ganz Europa angereist. Großfürst Georg Romanow und seine italienische Verlobte Rebecca Virginia Bettarini wurden in der Isakskathedrale in St. Petersburg getraut. Ein neuer Gouverneur mit uigurischen Wurzeln wurde für das besetzte Osttürkistan ernannt. Der ehemalige stellvertretende Gouverneur Erkin Tunias wurde gestern bekannt gegeben. Zu seiner Amtszeit wurden die Konzentrationslager errichtet. Er gilt als Verteidiger der Pekinger Politik. Das Aufkommen digitaler Währungen in Schwellenländern könnte laut einer Information des Internationalen Währungsfonds ihre Finanzstabilität stören. Nordkorea hatte seine Raketentests zuletzt wieder intensiviert. Nun melden staatliche Medien die erfolgreiche Erprobung einer Flugabwehrrakete. Südkorea bestätigte den Flug bislang nicht.